Hinsetzen und die Show genießen. Grüß dich zurück zu diesem Video. Und wenn du den Kanal schon länger verfolgst, wird es dich vielleicht interessieren. Bist du durch puren Zufall auf dieses Video gekommen? Grüß dich aus der Steiermark. Ganz kurz und schmerzlos. Und zwar, ich habe eine kleine Sendeplanänderung vor, die möchte ich dir heute irgendwie zeigen. Und zusätzlich zu den Spielen, die du bereits auf der Hauptseite vom Kanal siehst, die in der letzten Zeit gekommen sind, minus 2 Spiele, die nehme ich komplett aus dem Programm. Die sind nichts für mich, die mag ich nicht. Und beim zweiten bin ich in den 3 angespielt Episoden dermaßen negativ geworden, und bei The Last of Us habe ich zum Schluss bei der Aufnahme nur mehr herumgeschrien. Nee, schmeiße ich beide komplett aus dem Programm. Interessiert mich nicht, ich will mich nicht ärgern und ich lasse mich auch nicht mehr ärgern. Gut, weiter zum Positiven. Ja, wenn du, ich weiß nicht mehr, wie du heißt, es ist jetzt über eine Woche her oder über 2 Wochen, wo du den Kommentar geschrieben hast, warum ich so negativ bin. Nein, ich bin nicht negativ. Ich bin absolut ein positiv gestimmter Mensch. Nur wenn ich während der Aufnahme schon negativ werde, dann ist das für mich ein Zeichen, dass ich das Spiel nicht mag. Und Raft ist einfach nur in die Länge gezogen, in die Länge gezogen, in die Länge gezogen. Da kann ich ein in die Länge gezogenes Stephen King Buch lesen, habe ich mehr davon. Genau, kurz und schmerzlos. Gut, nicht nur die Sendeplanänderung, die kommt, ja, ist etwaig ein harter Brocken für dich, wenn du den Kanal schon länger verfolgst, sondern auch, auf was ich sehr viel momentan Wert lege. Ich bastel gerade herum. Xbox Series S versus meiner alten Kiste am PC. Dazu kommen wir auch gleich. Nächstes Kapitel. Bring bitte Zeit mit. Du wirst sehr viel Geduld brauchen auf dem Kanal. Allein schon nur durch die Tatsache, dass ich nur alle 2 Tage ein Video bringe. BZW nur 2 Sendeplätze habe. Genau. Mit Sendeplatz 1 habe ich was Gewisses vor. Sendeplatz 2 kommt in der Zukunft auch einiges auf dich zu. Du wirst jetzt alles sehen und hören. Sendeplatz 1. Der Sendeplan für den 1.9. bis 18.11. erscheint zeitgleich mit dem Video im Community Tab. Wichtig! Genau, dann kannst du dir anschauen, wann was kommt, und im Laufe der Zeit werde ich mit den Sendeplänen so fortfahren. Ab und an werde ich ein paar Umfragen reinschmeißen. Die nächste Umfrage kommt ganz gewiss und bestimmt aufgrund vom Nuka seiner Frage mit 2 Stunden Videos hochladen. Das einzige Nuka, was ich machen werde, ist, ich werde sie, so wie sie sind, einfach ins Renderprogramm werfen, einmal durchlaufen lassen und dann hochladen. Sagen wir mal so, es ist ein Unterschied, ob ich jetzt 19 GB hochlade oder nur 6 oder 7. Genau, mehr mache ich nicht. Ich werde sie einfach so wie sie sind, ins Renderprogramm schmeißen. Was du mir aber auch erlauben musst, einen kleinen Übergang, so einen kleinen Effekt am Anfang. Aber das wirst du dann alles sehen, wenn es soweit ist. 2 Stunden, gerne. Dazu kommt auch, nee, das mit dem 2-Stunden-Format lass mal. Dazu später eine Umfrage. Ganz, ganz später. Irgendwann Mitte 2026. Genau. Also wie gesagt, 1.9.2025 bis 18.11.2025 ein Sendeplatz. Sendeplan erscheint zeitgleich mit dem Video im Community Tab. Also du kannst hier schalten und walten. Ja, du wirst dann alles sehen. Ab 18.11. Mass Effect 3. Eben durch diesen einen Sendeplatz hat sich Mass Effect 3 um einen Monat, um knapp ein Viertelmonate verschoben. Hat seinen Grund, ich wollte die kleineren Dinge, die ich aufgenommen habe,
gleich mal auf einem Sendeplatz rausgurken, so dass ich sagen kann, das ist raus. Wir können jetzt 2 weitere Projekte starten. Genau. Oder beginnen, sagen wir so. Das Mass Effect 3 folgt im Wechsel mit 6 Episoden der Long Dark Sandbox Staffel 2. Und wie ich es jetzt schon 200 Mal erklärt habe, Best of Staffel 2.1, 3, 4 folgt später. Genau, du wirst gleich hören, warum und wieso. Hat seine Gründe. Vom 8.12., wo 2 Tage zuvor, glaube ich, die letzte Episode der 2. Staffel der Sandbox von The Long Dark erscheint, wird mal eine gewisse Zeit, wie lange es gehen wird, weiß ich noch nicht, Mass Effect 3 erscheinen. Ich habe jetzt mal März 2026 als kleine Zeitlinie im Kopf. Das Spiel ist aufgrund der Größe so umfangreich. Es sind ja in der Mass Effect in der Legendary Edition sind ja alle Erweiterungen dabei. Und wenn ich mich recht entsinne, ist das Finale in Mass Effect 3 relativ lang. Nicht so jetzt wie im 2. Teil. Das Finale im 3. zieht sich noch länger raus. Und ich habe jetzt erst 35 oder 36 Episoden aufgenommen von Mass Effect 3. Oh, da kannst du dich aber was gepasst machen. Das wird riesig. Ja, genau. Widerspricht momentan eigentlich meinem Kanalgedanken, den ich dir gleich zeigen werde. Allerdings gehört Mass Effect für mich persönlich zu einem meiner absoluten Lieblingsspiele. Ich mag die Geschichte, ich mag Shepard als Charakter, egal ob jetzt als Bösewicht oder als Liebewicht, war ich den Scheiß aufgeschnappt. Scheißegal, ob jetzt als empathischen oder als Arschloch-Shepard, sage ich mal, ne? Scheißegal. Wie gesagt, vom 8.12. bis irgendwann angesetzt, vorerst mal März 2026, Mass Effect 3, einen Sendeplatz. Hat seine Gründe. Wenn Mass Effect 3 fertig ist, genau, beginne ich mit The Long Dark für Sendeplatz 1. Sendeplatz 1 wird dann lange Zeit mit The Long Dark gefüllt sein. Wir werden dahingehend mit den Best-ofs beginnen und danach kommt mal Staffel 5. Die ist mit knapp 55 Episoden nicht einmal klein, hat sich aber in 2 Teile aufgeteilt. Du wirst es dann sehen. Ich habe zwischendrin, ich spoilere dich jetzt mal, ich habe zwischendrin einen Fehler gemacht und die Sandbox nochmal von neu begonnen. Genau, das wirst du dann alles sehen. Und wir haben ja noch Episode 2, 3, 4 und ich warte noch auf Episode 5. Möchte noch irgendwann in das Gebiet, was durchs DLC reinkam, da möchte ich auch noch rein. Das wird halt alles dauern und das ist dann halt für mich der Grund, dass ich sage, The Long Dark bekommt nach Mass Effect 3 mehr Platz und Aufmerksamkeit. Das Thema Intros und Outros. Ich habe mir da etwas überlegt. Und zwar, ich möchte die Intros beibehalten, habe mir aber schon, beziehungsweise ich habe schon vorgemerkt, die Intros werde ich drinnen lassen. Die Intros mit dem Dialekt, mit der Dialektwarnung, sage ich jetzt mal, kommen weg. Es kommen nur rein die Musikintros und Outros. Und in der Videobeschreibung hast du aber Zeitstempel, dass du unten schauen kannst. Klick nach vor, dann kommst du aufs Gameplay und dann beim Outro schaltest du aus. Genau. Und das habe ich mir dann so überlegt.
Mass Effect 3 Intro und Outro mit Zeitstempel. Natürlich Mass Effect 3. Ich nehme dazu jetzt auch die Sandbox von The Long Dark. Ich nehme dazu noch rein die Episoden von The Long Dark. Ich nehme dazu rein Dead Space, wenn ich annehmbare Trailer finde. Bei Half-Life bin ich mir unsicher. Da werde ich vielleicht was aus den Videos oder aus den Episoden selber später was zusammenschneiden. Das wirst du alles noch sehen. Intro und Outro je nach Priorität des Spiels, das ich gerne mal sehen möchte. Kurz und schmerzlos. Spiele in Staffeln ohne Intro, aber mit Outro. Genau. Und angespielt Formate ohne Intro und Outros. Es gibt aber eine angespielt Demo, die hat aber ein Outro. Mehr verrate ich noch nicht. Genau, kurz und schmerzlos. Kommen wir nun zu meiner alten Kiste. Problemlos laufende Spiele. The Long Dark, XCOM, Doom 3, Half-Life, X13, 13, egal wie du es nennen willst. Und auch Monstrum. Wirst du auch gleich was sehen dazu. Es gibt einige Spiele, da bin ich jetzt derzeit dabei, auf die Xbox umzusteigen. Da muss ich aber wirklich üben mit dem Controller und mit den Schultertasten, um auf das Kreismenü zu kommen. Es ist am PC ein bisschen einfacher. 7 Days to Die bin ich gerade dabei, eine kleine Staffel von Tag 1 bis zum Blutmond zum ersten aufzunehmen. Läuft ganz gut. 7 Days to Die hat aber immense Einstellungsanpassungen für mich persönlich, dass ich für mich sagen kann, es macht Spaß und ich komme etwas schneller zu den großen 3er, 4er, 5er Missionen und zu den Dingen, dass ich sagen kann, ich lerne mal, wie ich am besten eine Falle baue. Da habe ich mir was abgeschaut aus dem Internet und diese Falle dann später oben raus erweitern. Ich habe nicht so viel Ahnung damit, sorry. Spiele unter 30 Stunden und jetzt kommen wir zu dem Thema. Mass Effect ist momentan eines der Spiele oder sogar das Spiel, das in etwa unter meinem derzeitigen Motto Spiele unter 30 Stunden rausfällt. Wie ich das Ganze festmache, zeige ich dir gleich. Vorerst mal eine kleine Trailer-Show. 5G! 6G! Turning now! I've been at this a long time. When there's a treasure this big, I make it my business to know about it. The coordinates on that data drive, they're for the MK core. We got a job, Baratnas. Cox promised us a real payday. He said, give me 3 months, and you never have to work again. I've heard that before. Whatever this is, it could still be everything you need to help the belt. Do we want to invite that kind of attention? In and out. No games. Time to see what all the fuss is about. We've been locked. Don't these Pashangwalas rest? What do you think we should do? There is no good option. Whatever you choose will be wrong, and it's your job to choose. When you find what's at the other end of those coordinates, the whole system will be on your ass. What are you waiting for? Stations! On my word, loose a PDC volley, then turn and burn. Just like series. Only this time no dolls to keep you on the leash, yeah? I hope that my actions on this ship can offer some amends for my past. Whatever this treasure is, the one thing we know is that it will change everything. So are you gonna spend the rest of your oxygen feeling sorry for yourself? Or are you going to get to work?
Your former life was in a bliss of ignorance, until you've awakened to the darkness waiting on the doorstep of our fragile dimension. Something terrible left its eons-old slumber, and the reality, as we knew it, collapsed. The city of Arkham was pulled to somewhere not of this world, and its residents are in the shadows of true terror. As a survivor of this catastrophe, you should investigate the strange occurrences in the city and survive the rising darkness, physically and mentally, if possible. The times of man are coming to an end. I am the new beginning. Humble yourselves and pray to your only rightful God. You may attain the honor to serve me for eternity. Du hast jetzt gesehen, ich möchte etwaig neue Genres für mich selber probieren, Horrorspiele etc. Und ja, ich habe Bock auf was Neues. Fallout 4, das alles, was ich bis jetzt gemacht habe, PES 2017, das kenne ich alles schon, habe ich schon insofern mal so weit gespielt, vieles davon wird in Staffeln kommen und so weiter und so fort. Und wenn mich ein Spiel interessiert, wenn ich einen Trailer dazu gesehen habe, der mich vielleicht interessiert, oder dieses Spiel, das mich interessiert, gebe ich einfach auf YouTube ein Walkthrough und dann sehe ich wie lang das Spiel in etwa dauern wird. Ich für meinen Teil als Anfänger nehme immer so 2 bis 3 Stunden mehr dazu. Genau, so schmerzlos. Oder es regt mich so auf, dass ich es dann wieder wegschmeiß. Genau, mehr kann nicht passieren. Und
somit war es auch schon wieder mit diesem Video. Kurz und schmerzlos. Wie gesagt, alles bleibt eigentlich beim Alten. Es kommen nur einige Spiele oder einige Genres hinzu und den Rest siehst du immer wieder am Hauptkanal, wenn es dich interessiert, oder auch im Community Tab. Und nun will ich dir die Zeit nicht fladern oder nicht stehlen. Ja, mehr will ich dazu nicht mehr sagen. Schon alles gesagt, und für die Zukunft, du weißt nun in etwa, was kommt. Bitte bring Zeit mit, das ist wichtig. Der Rest ergibt sich dann, wenn wir soweit sind. Genau. Baba derweil. Testing. Testing? Huh. It works. Might not be a knockoff. Shit! Hi, Mom. Hi, Dad.